Es geht hier an erster Stelle um ein Chantier, auf dem wir aufmerksam gemacht sind, am Juli. Wir haben Kontakt aufgeholt mit der Gemeinde Lützeburg und wir haben Kontakt aufgeholt mit der Umweltverwaltung. Und da haben wir immer eine Auflehnung gekriegt. Auflehnungshaltung. Sie könnten nichts erholen, sie könnten nichts machen. Das ist so, dass am PAG von der Stadt Lützeburg, da ist ein auszurüstender PAG, da ist den sogenannten Tipp von der Mekanarbeit, auch nach CASA-Tipp, wo all mögliche Schwermetalle auch aufgelagert sind. Und da ist am PAG von der Stadt Lützeburg ein so ein Risiko der Kontamination angezeichnet. Und die hält hier ab. Das ist hier, wo die Chantier ist. Und die hält hier ab, weil dafür schon eben eine Bebauung war. Da waren 2 Villen, die da drauf standen, mit einem kleinen Keller dran. Nun ist es aber so, dass da geht ganz stark ausgegraben, über 5 Meter. Und da kommen wir in die Richtung von dem, was am Luchskontrolldossier gesagt ist. Das Luchskontrolldossier hat über den CASA-Tipp, den ist 2013 fertig gemacht ging. Und da sind ein paar die Sachen festgehalten. Erstens, es kann eine Bebauung erfolgen, Landspeckener Straße unter verschiedenen Bedingungen, wenn nicht mehr wie 2,5 Meter tief zum Beispiel gegraben wird, weil da gehen Schwermetalle weiter transportiert. Schwermetalle, die eben an dem Tipp da sind, an einer Art also Vanadium, Molybden und so weiter, das sind auch gesundheitsschädliche Stoffe. Und die haben auch angezeichnet, wo das lebt. Du siehst hier Plan, das ist ein Plan, also alles aus dem Dossier von Luchskontrolle. Du hast zum Beispiel Filon ganz klar in Richtung von dem Chantier auch gewiesen. Ne? Und das erklärt dann, dass an dem Chantier sich Wasser akkumuliert hat, was gering war, wie wenn ich irgendwo an einer Karibikplage wäre. Und du hast dann eben von Eis, also Eis ein Echantillon vom Wasser zugespielt ging, von einer Person, die das herausgeholt hat. Und wir haben das dann analysieren gelassen, am Laboratoire für Luchskontrolle, auf Eiskasten, weil eben weder die Stadt Lützeburg nach dem Umweltminister reagiert hat auf Kommunikation und auf Mailen, die mir zum Beispiel auch der Umweltminister geschickt und die einzige, die reagiert hat, ein bisschen, und die haben gesagt, sie könnten nicht mehr, das wird das Projekt von der Stadt Lützeburg. Bon. Was als bei der Analyse da rauskommt, dass 1,6 Milligramm Molybden zum Beispiel an dem Wasserechantillon da drauf war, das ist 800 Mal mehr, wie das wird an dem Rheinland-Pfälzischen Institut als Basiselement gewiesen wird, was tolerabel ist. Und was das Vanadium angeht, 1,62 Milligramm pro Liter, das ist 400 Mal mehr. Dann haben wir an Betracht gezogen, was kann eigentlich an Wasser rauflaufen. Bon, da haben wir uns basiert auf das, was das Bayerische Landesamt 4 schreibt, zum Beispiel, dass für an dem Wasser aufzulegen, was nur geklärt gibt. Du hast dann den Molybdengehalt 3,2 Mal mehr hoch und den Vanadiumgehalt als 8 Mal mehr hoch. Und das sind also lauter Resultate, muss ich sagen, da müssten eigentlich die Autoritäten darauf reagieren. Ne? Das ist ja eine Sache für Salubrité, Santé publique. Umso mehr auch, wo das Wasser dann auch weiterlebt, und da kommen wir über das Chantier raus. Das ist nicht nur das Problem von dem Chantier. Das ist das Problem auch von dem Wasser, das da weiter an die Ölsicht transportiert wird. Und ob die Terrain, die bei der Ölsicht liegen. Dafür stellt sich dann eben auch die Frage, zum Beispiel von einem neuen Quartier, ein nouveau Quartier von der Stadt Lützeburg, die da kurz vor der Cyprien-Merger-Brücke, zwischen der Cyprien-Merger-Brücke und dann der Brücke von der Cimenterie
ugelöst soll gehen. Voilà. Was geschieht auch mit den Flächen, Agrarflächen, kann ich da weiterhin auch Sachen uppflanzen, Jardinage machen und so weiter. Das sind lauter Fragen, die sich stellen. Und die Fragen, die hat David Wagner der Umweltminister gestaltet. Und ich habe sie der bürgermeister gestellt von der Stadt Lützeburg. Das ist also mal eine weitere Etappe, die wir überschreiten, wo wir dann werden, was dann noch darauf sie geschieht. Natürlich werden sich alle Guten die Fragen abzählen, die wir hier an unseren zwei Aufrufen haben. Die hat ihr an ihrem Pressedossier leihen, könnt ihr das gucken. Wir sind jedenfalls gespannt, was dann noch geschieht.